über dem Taubertal thront die einst freie Reichsstadt Rothenburg. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus beginnt der Wanderweg zu den Mühlen. Da ist ja eine nach der anderen. Ich würde sagen, wir gehen erst mal in den Süden runter, Richtung Wildbad. Lothar Schmidt hat an der Wanderkarte mitgearbeitet. Heike Müller lebt schon lange im Taubertal. Bei neuen Entdeckungstouren ist sie immer gern dabei. Schandhauber-Eingang hier, sieht man sehr schön. Während die Touristengruppen in die Stadt hineinströmen, führt der Weg stadtauswärts. Es beginnt ein kurzer, aber steiler Abstieg ins Tal. Wer es lieber flach mag, kann auch erst unten mit der Strecke beginnen. Vorbei an Hotel und Tagesstätte Wildbad geht es zur Tauber. Rund 60 Mühlen reihen sich auf dem Weg aneinander. Die Wanderer können selbst entscheiden, ob sie hier 2 Stunden oder einen ganzen Tag verbringen möchten. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, zur Stadt hochzugehen, wenn man keine Lust hat, weil die Dichte ist so groß an Mühlen und Informationen, dass man wirklich nach Lust und Laune sich da bewegen kann. Es ist die Landschaft, glaube ich, die ich so bezaubernd finde, so wunderschön. Man hat Fleckchen, wo man einfach ganz allein ist, die Natur auf sich wirken lassen kann. Ein bisschen Vogelgezwitscher, Sonne, Wasser, herrlich. Wild romantisch. Dieser Zufluss aus dem Karstgestein, die Schandtauber, was früher einfach hieß, die kurze Tauber. Lothar Schmidt möchte einen besonderen Meilenstein der Mühlengeschichte zeigen. Heute schlummert die jahrhundertealte Hammerschmiede in ihrer Einöde vergessen im Dornröschenschlaf. Ja, jetzt stehen wir hier vor der Hammerschmiede. Ne? Das ist ein unglaublich altes Gebäude auch. Und hier das Wasserrad ausgebaut. Das ist ein bisschen der traurige Moment der untergegangenen Mühlenkultur. Überall schon lange untergegangen. Und die Hammerschmiede, das war ja jetzt eine technische Mühle. Ne? Wir haben ja Getreidemühlen, aber auch technische Mühlen. Und hier geht es darum, dass über Wasserkraft dann ein Hammerwerk angetrieben wird und damit Metall bearbeitet wird. Und die ganze Technik, die da drin ist, hat eben auch über viele Jahrhunderte auch zu der Metallbearbeitung gedient, mit der normalen Wasserkraft. Informationstafeln beschreiben die Mühlen. Fast alle sind in Privatbesitz, der nur mit geführten Wanderungen betreten werden darf. Dann zeigt Lothar Schmidt auch das imposante Wasserrad in der Herrenmühle. Heute wird hier Strom erzeugt. Früher zermahlten die Müller Eichenrinde für das Gerben von Rinderhäuten. Trotz aller Idylle, der Mühlbach muss für die Stromerzeugung reibungslos funktionieren. Der Wasserdruck muss stimmen, der Rechen darf nicht verstopfen, das Rad soll rund laufen. Die Kunst, Wasserenergie zu nutzen, gehörte zum wichtigsten Wissen des Müllers. Das ist hier sehr schön. Der Mühlbach ist hier einige Meter weg vom Fluss, von der Tauber. Und die Tauber ist auch einige Meter tiefer. Und dadurch bin ich unabhängig vom Fluss und die Mühlen stehen hochwassersicher. Und ich kann dann auch mal anstauen, wenn wenig da ist, kann Wasser durchlassen und die Mahlmaschinen in Gang setzen, das Wasserrad. Und dann setzt du praktisch das ganze Mahlsystem in Gang da oben. Da siehst du, wie der Läufer sich hier dreht. Das Prinzip einer mittelalterlichen Mühle zeigt das Modell. Die geführten Wanderungen mit Lothar Schmidt dauern zwischen 2 und 4 Stunden. Schließlich geht es über die Tauber Richtung Innenstadt. Der Taubermühlenweg. Für Heike Müller nicht nur schön, sondern auch spannend. Mir war gar nicht bewusst, wie viele verschiedene Mühlenarten es gab. Natürlich, Hammerschmiede sagt es ja schon, was da gemacht worden ist. Aber dass der Lothar das alles noch mal erwähnt hat, das war richtig toll. Aus dem Taubertal geht es durch die steilen Hänge der Weinberge zurück nach Rothenburg.